Liebe Mitmenschen, wer etwas für den Weltfrieden, der nur über den Religionsfrieden der drei monotheistischen Religionen Judentum, Christentum, Islam führt, sollte sich informieren und weiterbilden. Das Wiedergeburtswissen spielt eine zentrale Rolle und sollte wieder von allen monotheistischen Religionen verbreitet werden. Nur so kann ein eigenverantwortliches Leben eines jeden von uns inkarnierten Menschenwesen funktionieren, die so versuchen tagtäglich den Versuchungen von Luzifer und seinen Schergen zu widerstehen, um den gottgegebenen freien Willen auch richtig einsetzen zu können. Darum betet man seit einigen Jahren wieder offiziell im Vaterunser-Gebet: Führe uns in der Versuchung. Ihr Jean-Pierre Leonard Schupp. Im Namen Gottes, des Allmächtigen. So steht es als erster Satz in der Bundesverfassung von der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Ich begrüße Sie mit einem herzlichen Gott zum Gruß, meine lieben Zuseherinnen und Zuseher. Das Thema heute: die Wiedergeburt. In all meinen Büchern habe ich mich immer über das vergessene Wiedergeburtswissen in den monotheistischen Religionen Judentum, Christentum, Islam hingezogen gefühlt und darüber geschrieben. Denn nur das Wissen schließt den Kreis der Weisheit, des Seins. Ohne das Wiedergeburtswissen in Betracht zu ziehen, machen die meisten Äußerungen im Alten Testament keinen Sinn. Und die Bibel würde weiter für viele Jahre als unverständlich und unlogisch angeschaut werden. Wenn also das Kind seine Eltern fragt, und ich nehme an, auch ihre Kinder haben ihnen das einmal gefragt: Mami, Papi, wieso sind vor Tausenden von Jahren die Menschen 600, 700, 800 oder gar 900 Jahre alt geworden? Was haben sie ihren Kindern für eine Antwort gegeben? Oder was haben ihre Eltern ihnen für eine Antwort gegeben? Oder was gibt ihnen die Kirche heute für eine Antwort? Viele Menschen tun darum, auch aus anderen ähnlichen Texten in der Bibel, die Bibel ins Reich der Märchenbücher verbannen. Für viele Menschen bleibt es oft ein mystisches Buch. Mit unlogischen Erklärungen, die man auch nicht, ehrlich gesagt, hinterfragen tut. So nach dem Motto: meine Eltern waren Juden oder Christen oder Moslems, so tue ich meine Kinder auch in dem Glauben erziehen. Punkt. Aber der Sinn vom Leben ist, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass alles Gott gewollt, logisch erklärbar sein muss. Für jeden Mensch. Intelligenz darf da keine Rolle spielen. Jeder Mensch muss den Sinn vom Leben und den Text aus der Bibel oder aus dem Koran verstehen. Und wie es alle Bibeltexte im Alten Testament manchmal auch vor allem unlogische Antworten auf Fragen gibt, so muss man sich halt als Mutter und Vater jetzt und in Zukunft sich Antworten suchen mit dem World Wide Web, wie ich das auch gemacht habe. Wenn ihr Kind wieder einmal das fragt oder sie eine Erklärung möchten geben, wieso dass Menschen früher so alt geworden sind, gibt es eine ganz einfache logische Erklärung. Wir Menschen, Sie und ich, werden immer wieder neu geboren, bis wir den Sinn vom Leben verstanden haben, bis wir möglichst nach der Gebot von Gott leben tun. So ist vielleicht der Methusalem und andere Menschen, wie im Alten Testament aufgeführt sind, vielleicht hat er 10 mal 80 Jahre gelebt. Und zusammen hat das die 800 Jahre gegeben, wo er auf Erde gelebt hat. 10 mal die 80 Jahre. Das hat natürlich früher kein Mensch so alt gelebt. Wenn es in der Bibel auch steht, Gott hat gesagt, der Mensch wird maximal 120 Jahre alt. So gibt es sehr viele Erklärungen zu den Themen, die ich in meinem ersten Buch, das Medaillon Gottes, aufgeführt habe. Und
Der scheinbar gotische Knoten, wo es einfach unerklärbare Bibeltexte, mit die nicht lösen kann man lösen. Es ist Gott gewollt. Es muss auf jede Frage eine logische Antwort geben. Das Wiedergeburtswissen ist nicht von mir erfunden worden. Es ist schon immer da gewesen. Es haben Propheten darüber geredet. Jesus hat sogar darüber geredet im Neuen Testament. Und es gibt viele Bibelstellen, die sich genau auf das beziehen. Übrigens schon die alten ionischen Griechen, wie Sokrates, seine Schüler, einer davon, der Platon, der die Dialoge geschrieben hat, und durch den Textstelle Phaeton steht ganz klar die Wiedergeburt. Die gibt es. Und der Seele hat man auch schon dort am Menschen zugesprochen. Übrigens, die Seele tut man auch den Tieren zusprechen. Da gibt es bei Hiob und so weiter doch einige Texte dazu in der Bibel. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben. Wir Christen denken mit dem Karfreitag. Aber die Allmacht der Wirtschaft für heute haben den Karfreitag, den Gedenktag, eigentlich der wichtigste Tag im Christentum, weggestrichen. Man macht Geschäft und verfällt am Mammon, Geld. Leider schauen die Kirchen heute zu diesem, ich darf es wohl sagen, teuflischen Treiben, am Karfreitag Geschäft offen zu haben. Dann, nach dem Tod von Jesus Christus am Kreuz, hat man das Wissen um die Wiedergeburt immer gehabt. Origenes, ein bedeutender Bibelkenner und Gelehrter, 100 nach Christus, in Alexandria, damals kann man sagen, die Hauptstadt der Welt, hat das Wissen gehabt und gelehrt. Katharer, im Jahr 1100, 1200 nach Christus, war eine Gemeinschaft in Südfrankreich, Carcassonne, die das Wiedergeburtswissen gelehrt hat. Aber jeder, der daran geglaubt hat, ist verfolgt und getötet worden. Im Jahr 1216 nach Christus ist die Gemeinschaft der Dominikaner Mönche gegründet worden. Und sie sind einmal all denen nach in einer Art von Inquisition und haben das Wiedergeburtswissen ausgerottet, wo es gegangen ist. Bei den Katharern in Südfrankreich, in Norditalien, Desenzano, in Köln, überall hat es das Wissen gegeben. Übrigens, Katharer sind auch Vegetarier gewesen. Es gibt in den monotheistischen Religionen Judentum, Christentum und Islam viele gute, gläubige Rabbis, Priester, Imam und andere Frauen und Männer, die gottesfürchtig leben, die anderen Menschen helfen, die Vorbilder sind in Glaubensfragen, die gottesfürchtiges Leben leben tun. Aber sie haben einfach das Wissen nicht über die Wissengeburt. Woher auch? Man hat es ihnen ja nicht gelehrt, weil man es wiederum selber nicht gewusst hat. Es sind vor allem die römischen Kaiser, die einen wirklich negativen Einfluss auf das Christentum hatten. Und begriffen haben, dass wenn man den Glauben von Menschen, der monotheistische Glaube an einen Gott, weder durch Folter noch durch Tod, kann brechen, muss man einen Glauben zur Staatsreligion machen. So manipulierte der römische Kaiser an sehr vielen Konzilen den christlichen Glauben. Und dann überall ihren Polytheismus, also mehr Vielgötterglauben, versteckt. Luziferkult. Es sind auch auf einmal die Dreifaltigkeit ist auftaucht. Gott, Gottes Sohn, der Heilige Geist. Der Heilige Geist gibt es nicht. Ist nie nicht aufgeführt. Weder im Alten noch im Neuen Testament. Ist erst nachher mit den römischen Kaiser gekommen. Und wir in 3 Hauptgötter irgendwie können zu verstecken hindurch, hinter der Fassade vom Christentum. Es hat viele römische Kaiser gegeben, die die Lehre der Wiedergeburt bekämpft hat, wo es gegangen ist. Origenes von Alexandria hat man sogar noch in einem Konzil mit einem Bannfluch beleidigt, dass man ja nicht seine Lehre weiter verfolgen tut. Und die Päpste haben sogar, wohl unwissend, den Namen Pontifex Maximus übernommen.
ist eigentlich der Titel von der römischen Kaiser. Perfekt manipuliert durch kluge römische Staatspolitik, sage ich da. Vergessen wir also etwas nicht. Wenn es Gute gibt auf dieser Welt, gibt es auch Schlechte auf dieser Welt. Das Böse. Das Böse ist Luzifer. Und er darf uns auf Erden verführen und wir mit unserem freien Willen beweisen, dass wir diesen Verführungen standhalten können. Mit dem von Gott gegebenen freien Willen müssen wir das jeden Tag beweisen. Luzifer und seine Schergen sind eine Tatsache und nicht ein modernes Märchen. Nur wenn die vielen Prüfungen, die wir in unserem Menschenleben jetzt, aber auch vergangene und zukünftige Menschenleben, die wir werden noch auf uns nehmen, bis wir eines Tages begriffen haben, was der Sinn vom Leben ist, bis wir den Aufstiegszyklen gewachsen sind, werden wir eines Tages nicht mehr geboren werden müssen. Dann, das Menschenleben ist hart. Wie der Reichtum noch ein langes Leben macht die Menschen auf Erden glücklich. Jeder trägt seine Bürden, seine Lebensaufgabe, seine Schicksal. Und mit unserem freien Willen können wir auch dem Mammon Geld widerstehen. Und es muss aufhören, dass die Stadt Zürich zubetoniert wird. Wo bald kein Grashalm mehr wächst. Der Mensch braucht die Wiesen und die Wälder zum Leben. Auch der selber braucht die Wiesen zum Leben. Wer den römischen Vielgötterkult studiert hat, wird Parallelen in der sogenannten allumfassenden Kirche feststellen, die bis in die heutige Zeit reichen. Stellen Sie sich doch rein hypothetisch vor, Sie müssen ja nicht daran glauben, rein hypothetisch vor, es gibt eine Wiedergeburt. Wie meinen Sie, wenn das die alte Religion wäre, würden die Führungsstrukturen von der heutigen Religionsführer aussehen, von der heutigen Religionskirchen? Die Macht wäre gebrochen, es wäre der Anfang vom Ende der Religionen. Aber nicht vom Glauben. Im Gegenteil, wir brauchen Menschen wie Rabbis und Priester und Imam, die den Menschen beratend und helfend zur Seite stehen. Die ihnen sagen können, wie sie gegen Luzifer und seine Schergen diesen Verführungen widerstehen können. Wir müssen aber jeden Tag mit unserem freien Willen versuchen, die richtigen Entscheidungen zu fällen. So wäre es wirklich an der Zeit, wenn die Religionsführer von den monotheistischen Religionen, Judentum, Christentum, Islam, sich an den Tisch setzen würden, die Auslegeordnung machen würden und erkennen würden, wo, wann, was, wie in der Vergangenheit falsch übersetzt worden ist, vielleicht falsch interpretiert worden ist. Wenn Sie das Wort nicht in einem Satz weglösen, bedeutet das ganz das Gegenteil. Und man hat wirklich fatale Übersetzungen gemacht. 2000 Jahre Religionskrieg bis heute beweisen, was da alles falsch abgelaufen ist. Es muss auf jede Glaubensfrage eine logische Antwort geben. Man muss einem Menschen, der die Bibel studiert hat, der den Koran studiert hat, eine Frage stellen und dann muss eine logische Antwort darauf geben. Wie das Beispiel vorher, wo das Kind gefragt hat, wieso haben die Menschen 800 oder 900 Jahre gelebt, was ja unmöglich ist. Es gibt logische Antworten. Sie haben sie am Anfang gehört. So sage ich sie auch heute im Namen des Vaters und des Sohnes. Weil wir Menschen dürfen uns segnen. Und ich bitte auch heute um ihre Segen. Danke. Und ich bitte Sie, nach dieser kurzen Unterbrechung in eigener Sache auch nachher nochmal dabei zu sein und zu hören. Ich danke Ihnen. Bis bald.
Liebe Mitmenschen, wer etwas für den Weltfrieden, der nur über den Religionsfrieden der drei monotheistischen Religionen Judentum, Christentum, Islam führt, sollte sich informieren und weiterbilden. Das Wiedergeburtswissen spielt eine zentrale Rolle und sollte wieder von allen monotheistischen Religionen verbreitet werden. Nur so kann ein eigenverantwortliches Leben eines jeden von uns inkarnierten Menschenwesen funktionieren, die so versuchen tagtäglich den Versuchungen von Luzifer und seinen Schergen zu widerstehen, um den gottgegebenen freien Willen auch richtig einsetzen zu können. Darum betet man seit einigen Jahren wieder offiziell im Vaterunser-Gebet: Führe uns in der Versuchung. Ihr Jean-Pierre Leonard Schopp. Danke für Ihre Geduld. Ich will mit meinen Äußerungen keine gläubigen Menschen und Anhänger der heutigen Religionen zu nahe treten. Im Gegenteil, ich möchte mit meinen TV-Sendungen und meinen Büchern die Führer der monotheistischen Religionen, Judentum, Christentum, Islam, an einen runden Tisch einladen, eine Auslegeordnung vorbereiten und nach heutigem Wissensstand Beweise darüber vorliegen, dass in der Vergangenheit viele gewollte oder ungewollte Übersetzungsfehler in der Bibel zu vielen Religionen und Abspaltungen davon, wie zum Beispiel viele Sekten aller Art, geführt haben, die wohl so nicht im Gottes Sinne sind. Ein Gott, alias El, alias Allah, ein Himmelreich, von dem müssen wir ausgehen und endlich die 2000 Jahre lang andauernden Religionskriege beenden. 2017, 500 Jahre Jubiläum Luther. 2019, 500 Jahre Jubiläum Zwingli in Zürich. Geht nun weiter mit dem Wissen über die Wiedergeburt. Wir müssen dieses Wissen über die Wiedergeburt in die monotheistischen Religionen tragen. Zusammenfassen kann ich 10 Punkte Ihnen heute geben. Erstens, Weltfriede geht nur über einen Religionsfrieden. Und der Religionsfriede geht nur mit dem Wissen über die Wiedergeburt. Zweitens, ein eigenverantwortliches Leben beginnt mit gesunder, fleisch- und fischloser Ernährung, viel Schlaf, langen Spaziergängen, viel reinem Wasser trinken und intensivem Krafttraining. 80% aller Pflegeeinsätze bei Menschen im Alter 70, 80, 90 plus sind nur notwendig, weil der Mensch nicht genug Muskulatur mehr hat, um vom Bett, vom WC oder vom Stuhl aufzustehen. Der Jungbrunnen des Menschen ist seine Muskulatur. Darum ist das Krafttraining so wichtig. Das können Sie zu Hause oder in gut geführten Fitnesszentren ausüben und trainieren. Je älter, desto intensiver. Nicht lang, aber kurz und intensiv muss das Krafttraining sein. Darum muss auch das kranke Gesundheitswesen endlich reformiert werden. Es braucht in den nächsten Jahren nicht die geforderten 150.000 Menschen, die Pflege- und Krankenhausdienste als Arbeit ausrichten, sondern der neue Beruf des Gesundheitspartners. Da braucht es 150, sogar 300.000 Menschen, die praktisch 24 Stunden die Menschen, die es mit ihrem freien Willen nicht schaffen, eigenverantwortlich leben zu können, dass man die begleitet. Eben nicht nur während dem Training, dem Krafttraining oder beim Spaziergang,
sondern dass sie auch zu Hause begleitet werden. Dann, wenn sie den Kühlschrank-Tür aufmachen wollen. Man muss die Menschen lernen, gesund zu leben, gesund sich zu ernähren. Automatisch werden die Kranken weniger werden. Und die Menschen werden überall wieder gesünder werden. Wir haben von Gott einen gesunden Menschenkörper erhalten. Und die meisten Babys waren gesund, als sie auf die Erde gekommen sind. Es gibt aber ganz wenige Menschen, die gesund sterben. Drittens, es gibt nur einen Gott, alias El oder Allah. Für alle drei monotheistischen Religionen ein Gott. Monotheismus. Viertens, die Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann muss unbedingt umgesetzt und eingehalten werden. Fünftens, die direkte Demokratie ist das größte Geschenk, das wir von Gott erhalten haben. Und um diesen freien Willen umsetzen zu können, funktioniert nur die freie Demokratie als faire politische Staatsmacht. Die Schweizer Bürger, wir sind die einzigen weltweit, die als Souverän die Staatsgewalt mit der direkten Demokratie besitzen. Und darum darf die Schweiz auch nicht der EU beitreten, eher umgekehrt. Aber erst, wenn die EU die direkte Demokratie eingeführt hat. Und hoffentlich einmal alle Staaten auf dieser Erde. Im Namen Gottes des Allmächtigen, so steht es im ersten Satz der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Dort steht nicht im Namen der Wirtschaft. Das Zubetonieren der Schweiz muss aufhören. Denn wer stirbt, kann keinen einzigen Franken und nichts aus seinem irdischen Vermögen in den Himmel mitnehmen. Man sollte aber auch nicht immer mit dem Finger auf die Politiker zeigen. Denn jedes Land verdient die Politiker, die es wählt. Wenn also gewisse Politiker nicht nach dem ersten Satz der Schweizerischen Bundesverfassung im Namen Gottes des Allmächtigen handeln, sondern im Namen des Mammon, also sich dem Geld und der Wirtschaft und dem Konsum unterwerfen, dann darf man darüber nicht staunen, wenn die Armen ärmer werden, der Mittelstand verarmt und die Protagonisten des Kranken, zum Beispiel Krankengesundheitswesen, die Schweizer Bürger und Bürgerinnen bis zur Existenznot ausnehmen und ausnutzen. Siebtens, man sollte nicht darauf hinarbeiten, immer mehr zu verdienen. Man sollte umdenken, sich fragen, wie viel Geld benötige ich zum Leben, um ein gottesgerechtes Leben zu führen. Vielleicht will ich ja nur noch 4 Tage in der Woche arbeiten, verdiene weniger, arbeite vielleicht mehr im Winter, dafür arbeite ich weniger im Sommer und kann meine wunderschönen Wanderungen auf unseren schönen Schweizer Bergen vornehmen. Lebensqualität. 8. Im Himmel gibt es keine Religion, keine Partei und kein Geld. Und somit auch kein Shareholder Value. So müssen alle Spekulationsgeschäfte auf Erden abgeschafft und zum Teufel geschickt werden. Denn genau von dort kommen diese auch. 9. Jeder Mensch, der in die Schweiz kommt, ob als Besucher oder Flüchtling, muss die Gesetze der direkten Demokratie kennen. Die Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann. Am ersten Tag muss man die ihm erklären und daran muss man sich halten. Die Stadt Zürich, das Dorf Andermatt, das Gotthard-Bergmassiv sind ganz spezielle Orte. Und die Schweiz ist ein speziell gesegnetes Land. Die Seele von Europa, die Seele der Welt und der Gotthard ist die Seele der Schweiz. Und das Schweizer Volk muss in vielen Dingen als Vorbild weltweit viel intensiver präsent sein. Mehr darüber in den nächsten Sendungen. So würde es mich freuen, Sie wieder nächsten Sonntag auf diesem Kanal begrüßen zu dürfen. Ihr Jean-Pierre Leonhard Schupp.